Und somit grüß dich zurück zu Gran Turismo 7. Wie du siehst, wir befinden uns derzeit im Übungsmodus von mir, beziehungsweise im Weiterarbeiten-Modus. Ich habe jetzt das nächste Menübuch schon geöffnet. Das ist jetzt die, du siehst es da oben, Tourenwagen Weltcup 700, Rennen 3. Dieses Mal mache ich was anderes. Ich habe jetzt da die ersten zwei Rennen schon gespielt. Das war, wie du siehst, Catalonia und Deep Forest. Forest, irgendwie, keine Ahnung. Und das dritte Rennen ist jenes hier, am Nürburgring, die alte Nordschleife. Ich bin jetzt kein Experte. Bitte, ich bin Österreicher, also du brauchst mir über die Nordschleifen nicht viel erzählen. Mir ist der Red Bull Ring bekannter. Aber ich möchte dieses Mal probieren mit diesem kleinen Modell hier, wie du siehst, mit dem M6 GT3 Endurance Modell 2016. Möchte ich jetzt probieren, kann ich mit der KI mithalten. Die Einstellungen habe ich vor kurzem erst in einem Video erklärt, wie, wo, was, warum und wieso. Und wir werden uns dem Ganzen jetzt mal annehmen. Mal schauen, wie gut bin ich oder beziehungsweise was, wie du siehst, das ist das Fahrerfeld. Also es ist eine schöne Liste zum Abarbeiten. Und das soll ein weiteres Training sein, dann für später oben raus, wenn wir dann mit die Arcade-Rennen anfangen und sonstiger Scheiß. Dieses Mal, das probieren wir jetzt auf normaler Schwierigkeitsstufe und ich bin gespannt, wie weit ich komme. Wir drucken jetzt da mal kurz einen Blick, das wird ungefähr, ja, ich glaube, wie lange brauchst du über die Nordschleifen? Der 9, warte mal, was war das? Der 919er Hybrid Porsche, der LMP1 Wagen, der hat ja damals braucht 5 Minuten noch irgendwas, ne? Bin einmal gespannt, wie lange ich brauche. Ich meine, ich will sicher nicht so gut sein. Der hat ja nur 436 kW, ich glaube 600 PS oder was das sind, ich muss jetzt anlegen. Aber das können wir uns ja kurz ausrechnen, wir haben ja Zeit. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, 436 kW, 436 kW mal 1,36, das ist die Umrechnung in PS, ja, knappe 600 PS. Genau. Wir fangen jetzt einmal an, fliegender Start und mal schauen, wie scheiße ich bin. Ja, wir schauen mal. Wie gesagt, Schwierigkeitsgrad kann ich nicht sagen. Das ist einmal probetechnisch. Na komm, schwer um. Rennschwierigkeit normal. Ich möchte das dann später alles zusammen zwischen normal und schwierig machen. Habe ich eh schon erklärt und erzählt. So, wir werden jetzt einmal eigentlich ins Rennen gehen. Da hast du sogar rechts oben, da. Es ist der 2. März um 9 Minuten vor 2 in der Nacht. Genau, wir sind Levelstufe 4, Sammlerstufe 24 mittlerweile. Und der ist jetzt also aufgrund einiger Autos geschrumpft, die ich halt braucht habe, dass ich weiterkomme, sagen wir es einmal so. Aber zu den Autos, was ich habe und hin und her, dazu kommen wir später, wenn es dann soweit ist. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt da knapp 4 Minuten mit Gebrabbel verbraucht und nun probieren wir es einfach mal, wie weit ich komme. Ich habe aber jetzt da für diese Veranstaltung, kurz einen Blick. So. Genau. Ich habe jetzt aber für diese Veranstaltung unten die Cockpit-Informationen eingeschalten, gell? Also du darfst mir jetzt bitte nicht besser, wenn das erste Mal auf normal in die Binsen geht, gell? Ich bin die Nordschleife in meinem ganzen Leben vielleicht 8-mal gefahren, wenn überhaupt. So. Und
Und ich habe ja irgendwann einmal gesagt, in einem von den ersten Videos, eben zu den Aufnahmen, jetzt im Jahr 23, habe ich ja erwähnt, dass ich mich später auf die Tourenwagen, also das GT angeht, Tourenwagen etc. und hoppala, LMP1 Prototypen fixieren möchte. Also so in die Richtung geht, Langstreckenrennen. Mal schauen, ob ich, es ist ja auch für mich eine gute Übung, so ein bisschen Rennen fahren und dazu kommentieren. Das ist ja auch ab und zu ein paar Sachen. Das ist ja ab und zu eine Sache, die ich noch nicht ganz hinkriege. Gell? So. Und jetzt müssen wir eigentlich einbiegen auf die Nordschleifen. Genau. Was kenne ich von der Nordschleifen? Ist Adenauer Forst, ist Karussell. Wo das jetzt aber alles genau liegt, das darfst du mich bitte nicht fragen, gell? Ich weiß nur, dass sie sehr anspruchsvoll ist. So. Und für normal bin ich ja kein BMW-Fan. Trottel. Oder BMW-Freund, sagen wir es mal so. Ich bin privat für einen Toyota. Nun müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben, weil sonst fährt uns nämlich der Führende davon. Gelbe Flagge. Oh, da hat es etwas gekracht, ha? Cool. Ich muss sagen, ich habe lang gebraucht jetzt ein bisschen mit den... Scheißen! Also wie du siehst, es kann relativ chaotisch werden noch auf den letzten Kilometern. Ich weiß ja gar nicht, wie lang ist denn die Nordschleifen? 20 Kilometer? Wenn du es weißt, ab in die Kommentare damit bitte. Ich muss aber auch dazu sagen, ich meine, ich bin jetzt da 42, gell? Aber sich etwas neu beizubringen im Alter, so ab 40, das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, weil wenn du jetzt zum Beispiel 20 bist, dann lernst du Dinge schneller, sagen wir es mal so. Der mit seiner Viper geht mir auf die Nerven. So. Jetzt gehen wir vorbei. Ich hoffe, dass wir Entführenden noch einholen können. So, jetzt überholen wir da auf den Stickel. Das war sie nämlich. Da kannst du mich relativ gut schnell fahren. So. Also wie gesagt, bitte sollte das ein bisschen in die Binsen gehen, etappenweise bitte nicht besser sein. Aber ich versuche mein Bestes.
Und das letzte Stegel, das ist ja auch so anspruchsvoll. Das wird sicher wieder verhauen. Weißt du, was vor der Nordschleifen? Dann die letzten 2 Schikanen. Wieso zacken wir die erste an, wenn da der Bogen... Also, Trautel. Jetzt müssen wir ins Karussell kommen, oder? Ja. Das müsste das Karussell sein, wenn ich mich nicht irre. Und falls du fragst, ich fahre meinen Controller, gell? So. So. Aber ich glaube, die Führenden haben sie eh schon angesetzt. Weil da ist jetzt mal meilenweit nichts. Was ist der nächste? Scheiße. Angang zu früh hochgeschalten. Ah, da ist der Stegel. Und jetzt müssen wir eigentlich irgendwann mal auf die lange Gerade kommen. Und ja, ich werde es dann später so machen. Wenn ich mal so 2 Stunden oder 1 Stunde fahre, dann werde ich eine halbe Stunde fahren, werde dann auf Pause schalten beim Aufnahmeprogramm. Boah, da sind wir aber weit hinten. Bist du deppert? Naja, druckt's mir die Daumen. Boah. Wer einen 7. hat er nicht mehr. Und wie gesagt, ich habe momentan mit Gran Turismo so viel Spaß. Vierter, na, weit. 6. Ja, Alter. Boah, also da kann ich noch lang üben. Bist du deppert? Wie weit werden der jetzt fahren? 7 Sekunden. Naja, naja. Boah. Puh. Naja, 2. Wurscht. Sei's drum. Ja genau, 4 Sterne Roulette. Ja, Fahrmarathon abgeschlossen. Ja. Ich wollte eigentlich die 400.000, gebe ich ja zu. Dann holen wir uns da mal Ferraris. Ja, passt da. Ja. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, sagen wir es einmal so. Ich müsste, offen und ehrlich gesagt, ich müsste den Nürburgring oder die Nordschleifen müsste die echt mehr üben. Und vor allem,
Was er dann auch ist, gell? Ich habe ja, bevor ich jetzt da wieder mit Gran Turismo angefangen habe, ich habe ja jahrelang keine Rennspiele gespielt. Und wenn dann nur immer wieder so ein bisschen, was das so, gerade wie es mir halt eingefallen ist, ne? Ja, aber weißt du was? Wir könnten es eigentlich so machen. Was hältst du davon? Wir lassen das Ganze jetzt so ausklingen und schauen uns einfach die Wiederholung an. Ich werde mich von euch verabschieden. Genau. Lass die Wiederholung jetzt laufen, dann können wir uns das ganze Debakel einmal anschauen. Und wir werden bestimmt nochmal zurückkehren auf den Nürburgring inklusive Nordschleifen. Und wie gesagt, ich muss das ein bisschen mehr üben und das wird halt alles seine Zeit in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, ich nehme mir die Zeit einfach. Also dann, bis zum nächsten Mal. Baba.